Das machen wir jetzt gerade. Den Herrn schon mit dem ersten Lied loben. Alles Leben kommt von dir. Unbeschreiblich, so unvergleichlich, deine Art ist wunderschön. Über allem strahlt dein Name, Jesus, du bist genug für mich. Unvergänglich, unbestechlich, deine Worte sind klar und wahr. Von dir aus fließt all die Liebe, nimmt mich ein ganz und gar. Und alles Leben kommt von dir, bin reich beschenkt, du gibst noch mehr. Jeden Tag eine neue Chance, zum dich bestaunen. Nicht und niemand ist dir gleich, die ganze Schöpfung schreit nach dir. Jesus, du allein bist wert, kann nur staunen. Unbeschreiblich, so unvergleichlich, deine Art ist wunderschön. Über allem strahlt dein Name, Jesus, du bist genug für mich. Unvergänglich, unbestechlich, deine Worte sind klar und wahr. Von dir aus fließt all die Liebe, nimmt mich ein ganz und gar. Und alles Leben kommt von dir, bin reich beschenkt, du gibst noch mehr. Jeden Tag eine neue Chance, zum dich bestaunen. Nicht und niemand ist dir gleich, die ganze Schöpfung schreit nach dir. Jesus, du allein bist wert, kann nur staunen. Voll von Liebe bist du, voll von Gnade. Grösser, weiter und doch unfassbar. Voll von Liebe bist du, voll von Gnade. Grösser, weiter und doch unfassbar. Und alles Leben kommt von dir, bin reich beschenkt, du gibst noch mehr. Jeden Tag eine neue Chance, zum dich bestaunen. Nicht und niemand ist dir gleich, die ganze Schöpfung schreit nach dir. Jesus, du allein bist wert, kann nur staunen. Und alles Leben kommt von dir, bin reich beschenkt, du gibst noch mehr. Jeden Tag eine neue Chance, zum dich bestaunen. Nicht und niemand ist dir gleich, die ganze Schöpfung schreit nach dir. Jesus, du allein bist wert, kann nur staunen. So, guten Morgen miteinander. Schön sind wir da heute Morgen da in Zembrach. Wir als Krishona-Gemeinde mal an einem ganz anderen Ort und ich muss sagen, es ist mega schön.
Wir sind da in neue Räumlichkeiten, in dem schönen Gottesdienstsaal, aber auch das ganze Gebäude ist recht beeindruckend und ich finde es super, können wir da sein. Was wirklich auch lässig ist, wir können uns da versammeln als beide Gemeinden. Wir haben gleich den Platz, wo wir sollten haben, der Abstand, wo wir brauchen, wo halt wichtig ist und das ist lässig. In dem Zusammenhang möchte ich auch gerne schnell am Anfang etwas sagen. Wir sollten ja aufgrund von den Corona-Vorgaben, die wir vom BAG haben, sollen wir wissen, wer da war. Wir werden jetzt dann 2 Fotos machen, die mache ich dann jetzt. Die werden wir dann 14 Tage müssen aufbehalten, genauso mit den Daten, die ihr vielleicht unten notiert habt. Wir brauchen das, falls irgendetwas wäre. Und nach 14 Tagen wird dann alles wieder gelöscht. Also ich mache mal geschwind die Fotos. Wunderbar. Danke vielmals. Ja, wir treffen uns ja da heute zum Feriengottesdienst und von dem her werdet ihr gerade dann die Möglichkeit haben, wir werden starten heute Morgen mit einem Blick zurück in die Bibel, ins Alte Testament. Wir gehen zurück, ziemlich an den Anfang zurück, in der 1. Mose. Der Dani wird da starten mit einer Predigtserie, wo heute geht. Der Name von der Serie ist Operation Regenbogen, Teil 1 bis 4, heute der erste Teil mit dem Thema Mut tut gut. Bin mal gespannt, was der Dani wird erzählen. Ich werde da nicht sehr ins Detail gehen, aber es wird sehr interessant. Gut, jetzt werde ich gern am Anfang beten. Ihr könnt alle sitzen bleiben, und zwar für den Gottesdienst und unser Kind. Vater im Himmel, ich möchte dir danken, dürfen wir heute Morgen da sein, dürfen wir uns als Gemeinde versammeln, als beide Gemeinden da sein, Herr, und du bist mit unter uns. Ich möchte dich segnen, dich bitte, Herr, dass du uns deinen Segen gibst für die Predigt, wo der Dani dann wird halten. Gib ihm doch bitte auch die richtigen Worte, dass das alles bei uns ankommt, nicht nur heute, sondern auch morgen und in der kommenden Woche. Danke bist du auch bei den Kindern im Kids-Treff, wo dann auch ein Ferienprogramm machen und vielleicht auch bei den Kleinen, je nachdem wie viel zusammenkommen, Herr, dass sie auch eine gute gemeinsame Zeit haben, dass sie es lässig haben können. Ich danke dir, Herr. Amen. Da möchte ich euch noch geschwind darauf hinweisen, wir haben den Alpha-Life-Kurs. Ihr habt ja sicher schon in letzter Zeit etwas gehört. Da haben wir das Foto, ihr habt es ja vielleicht schon an dem einen Ort gesehen oder auch da im Gottesdienstraum. Es hängt an verschiedenen Bereichen. Auch im Eingangsbereich hat es einen Ständer, wo ihr da ein paar Informationen seht. Ihr könnt da auch mitnehmen. In der nächsten Zeit werden auch diverse Informationen kommen, sei es jetzt im Mitteilungsblatt, sei es jetzt auf Plakat. Ihr werdet es an verschiedenen Orten finden. Was da auf jeden Fall sehr interessant ist, der Alpha Life ist eine Serie von 10 Übungen, wo es einfach darum geht, über die Grundlage, die Basics vom christlichen Glauben. Also jemand, der sich schon lange nicht mehr mit dem Thema beschäftigt hat, kann wieder neu anknüpfen, wieder etwas neu aufbauen, sich etwas erzählen lassen, oder jemand, der gar keine Ahnung hat. Das ist alles gut. Von dem her ist es sehr interessant, die Leute um das zu einladen. Einfach kurz noch zum Sagen, es sind 10 Übungen, die am 10. September anfangen. Der erste Abend ist im Prinzip eigentlich wie ein Schnupperabend. Also man kann kommen, kann sich anmelden, kommt einfach mal schauen, ist das etwas für mich? Ja, nein, kann sich eine Frage stellen. Und wenn es nichts ist, dann kann man wieder aussteigen. Völlig unverbindlich. Einfach nur, dass das mal klar ist. Gut, dann würde ich sagen, ich tue das so machen. Wir machen das so angesichts von der Größe der Leute, wo wir sind. Wir machen den Moment der Stille und ich mache dann den Schluss. Dann können wir dann für den Alpha Life Kurs, wo unsere beiden Gemeinden da im Embrachertal ja recht stark betrifft, können wir dann begleiten. Danke.
Vater im Himmel, ich möchte dir danken, Herr, dass wir dir den Alpha-Life-Kurs dürfen anlegen. Ich danke dir auch für all die Vorbereitungen, die jetzt schon gelaufen sind, damit das Ganze dann stattfinden kann. Ich möchte dir danken für deine Hilfe, Herr, für deine Ausrüstung, für all die Leute, die mit dem zu tun haben. Aber auch für all die Leute, die jetzt die Informationen bekommen haben, die Flyer mitnehmen, die mit Freunden und Bekannten, mit Familie reden, Herr, wo sie einladen. Bitte, Herr, schenk da und dort offene Herzen, Herr, dass man genau im richtigen Moment die Leute kann verwünschen kann, wo es braucht, damit sie sich öffnen für dich und können den Mut nehmen, ja, ich komme mit. Ich möchte dir danken, Herr, bist du da und tust du uns als Gemeinde im Herbst durch das begleiten und führen. Danke vielmals. Amen. Ja, dann würde ich sagen, dann leite ich doch mal über zu der Predigt. Dann Dani, darf ich dich bitten, aufzukommen und da zu übernehmen. Gern doch. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Auch alle, die da daheim auf YouTube live streamen oder es dann später mal anschauen. Herzlich willkommen. Von dem her habe ich mir gedacht, die Corona-Zeit hat das im Vorteil, weil es ist ein bisschen fies, wenn ich mit einer Predigtserie starte. Heute erster Teil und alle von der FG wissen, okay, das ist für mich dann der einzige Teil, weil die anderen 3 findet in der Krishona statt. Aber eben, Technik sei Dank, also wenn die heute Neugier packt, glaube ich, kann man sich da im Verlauf von einer Woche auch mal eine zweite Predigt zumuten. Viel Spaß. Ihr findet es auf unserem YouTube-Kanal. Und ich habe es mit dem Philemon nicht abgesprochen, aber ich denke, es ist okay, dass ich jetzt das so erwähnt habe. Genau, sonst komme ich dann wieder mal vorbei, um mich entschuldigen dafür. Nein, Spaß. Ja, Noah-Geschichte. Es gibt fast keine Geschichte, die so bekannt ist wie die Noah-Geschichte. Ich glaube, die kennen ganz viele Leute, auch Leute, die mit Kirche und Glauben nichts am Hut haben. Ich glaube, ganz viele Leute haben mit einer Arche gespielt und Holzfigürchen und Bilderbücher erzählt bekommen. Aber mir ist aufgefallen, es ist vor allem Kind, gell? Also ist die Geschichte von Noah vor allem so Mini-Treff, Kids-Treff, so. Was meinst du? So in unserem Kontext schon, gell? Ich hoffe, ihr sagt spätestens ab heute, hey, nein, absolut nicht. Die Geschichte ist auch voll etwas für uns Erwachsene. Und ich sage euch, ich bin wissenschaftlich noch recht interessiert. Also ich rede auch gerne mit Naturwissenschaftlern. Das Erste, was ich immer mit ihnen diskutiere, ist, dass sie und ich glauben. Sie glauben einfach, dass ihre Annahmen stimmen von Urknall und Evolution und Jahrmillionen. So beweisen, wie sie einmal tun, ist es nicht. Und zuerst überzeuge ich es mal von dem. Und wenn wir sagen, okay, ich glaube an Gott und die Schöpfung und so, und du glaubst als andere, aber wir glauben beide, nur beweisen können wir es beide nicht. Dann gibt es ein richtig lässiges Gespräch. Zum Beispiel, wenn du die Sintflut in die Naturwissenschaft reinnimmst, dann gibt es im Fall wahnsinnig glaubwürdige Erklärungen für zum Beispiel die riesen Ölteppiche unter der Erde, wo wir Erdöl beziehen, wo wir extrem abhängig davon sind, weil die könnten zustande sein durch so eine grosse Flut. Recht einfach. Oder man findet heraus, wieso es zu Frick in einem Bienenland versteinerte Meerestiere könnte geben, die man findet. Also ich als Teenie zu Frick so Meeresschnecken gefunden und mich gefragt, wie kommen die da her? Es gibt eine andere Erklärung, aber die Sintflut ist eine sehr glaubhafte. Und da gibt es noch ganz viel anderes. Oder die Canyons, wo es Jahrmillionen braucht, dass der Fluss sich so weit runterfrisst. Ja, wenn so viel Wasser hat und das dann abfließt, relativ intensiv, dann ist so ein Canyon auch schneller da als in Jahrmillionen. Es ist auf jeden Fall spannend. Und was auch ganz spannend ist, laut biblischer Geschichte ist ja nach der Sintflut, haben die Menschen den Auftrag bekommen, sich über die Erde zu verteilen. Haben es dann nicht gemacht. Sie haben dann alle die gleiche Sprache geredet, einen riesen Turm gebaut, wo sie gefunden haben, wir wollen sein wie Gott. Und dann hat ja Gott da die Sprache verwirrt. Gell? Und kurz nachdem er die Sprache verwirrt hat, hat sich die Erde angefangen zu teilen. Das haben wir in der Schule auch gelernt. Und dann hat es Menschen gegeben, die sind auf einem Kontinent gelandet, wir nennen den China. He? Und die haben auch so komische Sprache geredet, das nennt man Chinesisch. Und wisst ihr, was im chinesischen Zeichen für Schiff, aus was das zusammensteht? Das steht auf einer Seite ist das Zeichen für Gefäß, grosses Gefäß. Schiff, also grosser Kübel, das ist ein Gefäß, grosses. Und
auf der zweiten Seite ist Zeichen für 8 Personen. Ah nein. Es macht mega Sinn, dass die Chinesen ein Zeichen haben für ein grosses Gefäß und 8 Personen, um zu sagen, ich meine Schiff. Also auf der Arche sind sonst 8 Personen gerettet worden. Und das könnte ja sein, dass die Menschen auch noch dazumal das irgendwie mitbekommen haben. Weil es ist nicht so weit her war, wo Gott die Sprache geschaffen hat. Einfach so eine lässige Randbemerkung zum Leuten, die anders glauben wie ich, so ein bisschen ins Nachdenken bringen. Und euch davon überzeugen, hey, es ist eine ultra spannende Geschichte, auch für Erwachsene. Aber jetzt gehen wir zurück zum Thema und dem Ziel dieser Predigt. Mut tut gut. Hey, und ich wünsche mir, dass wir uns mit einnehmen in die Geschichte von Noah und seinen Mut, auf Gott zu hören und das, was er sagt, zu tun. Dass wir uns wie der Noah mit einnehmen in seine Geschichte. Und Jesus selber hat die Geschichte auch genommen und hat eigentlich von unserer Zeit geredet. Ich lese euch Verse, die Jesus gesagt hat, aus dem Matthäus 24, 36 bis 39. Dort redet er von der Zeit, wenn er das zweite Mal wiederkommen wird. Das ist so der Moment, wo ich mich sehr darauf freue, andere ein bisschen gemischtere Gefühle haben. Aber es ist ganz sicher ein Zeitpunkt, wo noch nie eine Generation so nahe war wie wir. Und morgen sind wir einen Tag näher wie heute. Das ist mal alles, was ich dazu sagen will. Keine Spekulationen wie näher, aber wir sind auf jeden Fall näher. Näher als alle vor uns. Dort sagt Jesus, niemand kennt den Tag oder die Stunde, in der diese Dinge geschehen werden. Nicht einmal die Engel im Himmel und auch nicht der Sohn. Nur der Vater weiß es. Wenn der Menschensohn wiederkommt, wird es sein wie zur Zeit Noahs. Okay, die Geschichte ist in dem Fall recht relevant für unsere Zeit. In den Tagen vor der Sintflut feierten die Menschen rauschende Feste, Orgien und Hochzeiten, bis Noah in seine Arche stieg. Sie merkten nicht, was geschah, bis die Flut kam und sie alle hinwegschwemmte. Genauso wird es sein, wenn der Menschensohn wiederkommt. Als ich das gelesen habe, musste ich sagen, was für eine kurze, aber treffende Beschreibung von meinem Leben, von unserer Gesellschaft. Es ist doch genau so, gell? Wir leben unbekümmert, viele Menschen fragen nicht nach Gott, feiern rauschende Feste, wenn Corona es nicht gerade versaut. Und wenn es das macht, dann jammert man, weil man die Feste nicht feiern kann und die eben doch noch recht schön sind. Wir heiraten und lassen uns heiraten, nichts gegen Hochzeit, da hat Gott nichts dagegen. Es geht also um die Unbekümmertheit, so um sich ablenken und einfach mal ein bisschen machen. Und zwar bis einfach dann der Noah in die Arche steigt oder Jesus eben wiederkommt. Es geht um die Unbekümmertheit und das Gott hören, das nicht nach ihm fragen. Und ich glaube, wir kennen sie auch so als Noahs von dieser Zeit. Ich glaube, der Noah der, hat viele Beobachter gehabt. Solche, die ihn bemitleidet haben, dass er das Schiff baut irgendwo im Trockenen. Solche, die ihn belächelt haben. Vielleicht hat er auch aktive Anfindung gehabt. Aber einfach so die Sachen, die man heute auch erlebt, wenn man auf Gott los nach ihm lebt. Wie zur Zeit vom Noah halt. Aber das Augenmerk von dieser Geschichte, die liegt nicht auf Zerstörung oder so, sondern die liegt auf Rettung, die liegt auf Hoffnung und die liegt auf Leben. Und da gehen wir jetzt auf Entdeckungstour. Und der erste Punkt heisst Noahs Geschichte. Fragezeichen. Weil im 1. Mose 6, Vers 8 bis 9 steht: Noah fand Gnade in den Augen des Herrn. Dies ist die Geschichte Noahs. Noah, ein gerechter Mann, war untadelig unter seinen Zeitgenossen. Noah wandelte mit Gott. Und wenn du jetzt denkst, wenn du weiterliest, du fändest so eine Geschichte wie zum Beispiel vom David, was der alles erlebt hat und gemacht hat und seine geheimsten Gedanken und Wünsche, eine recht spannende Geschichte zum Lesen, dann täuschst du dich. Wenn du beim Noah weiterliest, fragst du irgendwann, das ist ja mehr eine Geschichte von Gott. Das ist ja mehr Gottes Geschichte. Und der Noah, der hat so, er ist auch noch da, gell? Und hat mit Gott gelebt und hat das gemacht, was Gott gesagt hat. Aber vom Noah erfährst du recht wenig. Vieles, was ihn könnte bewegt haben und
herausgefordert. Das müssen wir in die Geschichte denken. Aber ich glaube, gerade diese Beobachtung, dass es eben Gottes Geschichte ist, die zeichnet den Noah aus. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wo die Geschichte heute dir mitgeben, wo Gott dir mitgeben. Der Noah hat sich in Gottes Geschichte eingeklinkt. Es ist nicht am Noah seine Geschichte, sondern es ist Gottes Geschichte. Und der Noah durfte mitmachen. Und er hat mitgemacht. Und ich glaube, das ist ganz ein wichtiger Punkt, dass auch wir uns in Gottes Geschichte einklinken. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde am Dani seine Geschichte. Hier und da hat es ein paar Storys, die noch lässig sind zum Erzählen. Aber so alles in allem so in das ganze Weltgeschehen eingeordnet, finde ich es recht belanglos und deprimierend. Und es sind nicht die Momente, wo ich dann so freudig auf den ersten Tag schaue, wenn ich nur am Dani seine Geschichte sehe. Aber wenn ich den Dani sehe und seine Geschichte eingeordnet in Gottes Geschichte und ich check, hey, Gott will mich da. Gott will heute in dieser Zeit seine Geschichte schreiben mit der Geschichte von Dani und mit jeder von euch. Und ich weiss, ich gehöre in eine Geschichte, die angefangen hat mit Adam und Eva und wo ich in der Offenbarung lesen kann, wie sie noch weitergeht. Und wo man Gott sogar sagt, wie sie später aussieht, wenn er es neu macht. Hey, dann geht einfach die Sonne auf. Und dann ist es einfach einfacher, mutig zu sein. Da kommen wir schon zum zweiten Punkt. Also war der erste. Du kannst dich immer wieder entscheiden, will ich auf meine Geschichte schauen und eher so ein bisschen mit Depression kämpfen. Das ist jetzt sehr vereinfacht natürlich. Oder will ich mich sehen als Teil von Gottes Geschichte und einsteigen in das Abenteuer mit den Leuten, die ich in der Bibel sehe, was die erlebt haben, wenn sie in Gottes Geschichte eingestiegen sind. Ich habe mich entschieden, ich glaube, viele von euch auch. Und sonst könnte es gerade in dem Moment passiert sein oder passieren. Der zweite Punkt ist, Noah tat es. Ausrufezeichen. Das Coole am Noah, dort steht im 1. Mose 6, Vers 22 und im Kapitel 7, Vers 5 geht nochmal. Und Noah tat es. Nach allem, was Gott ihm geboten hatte, so tat er. Ich meine, wir überlesen das recht schnell. Der Noah war echt mutig. Echt mutig. Also wenn du noch nie irgendwo näher am Wasser warst, man geht nicht davon aus, dass dort gerade das Meer nebenzu war und er die Arche gebaut hat. Wenn du noch nie ein Schiff gesehen hast, nicht hast du auf YouTube googeln, wie funktioniert das mit dem Schiffbau? Ich schaue mal 10 Anleitungen und nachher kann ich es dann vielleicht. Dann ist das noch recht mutig. Schauen wir doch mal kurz her, was meint denn Mut? Mut ist eine Definition von Mut ist, es bedeutet, dass man sich traut und fähig ist, etwas zu wagen. Mut ist, wenn du dich traust und fähig bist, etwas zu wagen. Und das ist eine sehr treffende Beschreibung von den Leuten in der Bibel, wo Gott mit einer Geschichte geschrieben hat. Die haben Mut gehabt und sich etwas traut. Der Gegensatz von Mut ist Feigheit. Und Feigheit definiert sich, Feigheit bedeutet, sich und sein Handeln durch Angst bestimmen lassen. Wie viele von diesen biblischen Personen machen wir zu Superhelden? Ich sage euch, das ist so etwas von blöd. Und ich sage euch auch, wieso wir es machen. Wir machen die biblischen Figuren zu Superhelden, weil wir nämlich dann schon die perfekte Ausrede haben, um nicht zu glauben, dass Gott uns genau gleich mutig brauchen kann. Es ist so saublöd. Und doch machen wir es. Wir haben dann eine Ausrede. Wir können dann feige sein und uns gleich irgendwie noch gut fühlen. Hey, jetzt ganz ehrlich, Gott hat nie Superhelden in seinem Buch gebraucht. Nie. Und der Noah, der war einer, der mit Gott gelebt hat. Wie du und ich das, glaube auch wollen und unterwegs sind. Und der Noah, ich glaube, der hat auch seine Zweifel gehabt. Ich bin sicher, der Noah hat gedacht, sorry, habe ich mich verhört. Könntest du es bitte noch das zweite Mal sagen? Ein drittes Mal wäre im Fall auch noch gäbig. Ein Schiff, was ist ein Schiff? Mit Holz. Und was ist denn nachher schwimmen? Auf Wasser. So länger. Was Tier? Von jedem 2.
Okay, ich kenne nicht alle, aber das sind, glaube ich, viele. Oder? Ja, die Geschichte die ist wirklich recht surreal. Also der Noah, der hat wahrscheinlich ein paar Mal buchstabiert, gell? Bis der den ersten Baum gefällt hat, könnte es ein paar Kämpfe gebraucht haben. Aber weißt du, was ich glaube? Wenn Gott einem Menschen, egal welchem, sagt, hey, das ist mein Plan für dich und ich will dich dafür brauchen, dann kannst du das. Dann kannst du dir die Fähigkeiten, die es braucht, zum mutig sein, aneignen. Und dann kriegst du Hilfe, vielleicht nur von 3 Söhnen, wie der Noah, aber du wirst sie kriegen. Du wirst vielleicht umkehren und Umweg machen. Aber wenn Gott dir etwas sagt, dann gibt er dir auch die Fähigkeiten. Er stellt dir auch die Menschen an die Seite. Du kannst mutig sein. Du. Es gibt keine Superhelden, aber es gibt Menschen, die Gott liebt und will brauchen. Und der Noah war einer, der zum Mut gefunden hat. Und das finde ich eine total ermutigende Geschichte. Ich will noch mal ganz geschwind zu dem durchkommen. Wir sagen da oft schnell, also ich nehme mich rein, ich sage so schnell, ja, das glaube ich. Eigentlich, wenn ich ehrlich bin, dann weiß ich viel. Ich weiß mega viel, wie Gott ist, dass er zu seinem Wort steht, dass wenn er etwas sagt, dass dann so ist. Ich weiß es. Aber wenn die Bibel von Glauben redet, meint sie den Noah. Wenn die Bibel von Glauben redet, dann der Noah hätte so da stehen. Ah ja, Gott, hey, hammer cool, du willst Arche bauen. So gut. Ja, hey, ich glaube, dass du die Arche bauen willst. Ich glaube, dass du mit dieser Arche mich und all die Tiere retten willst. Nein, echt, ich glaube das. Und dann Gott so, Noah, ich will, dass du die Arche baust. Ah, der Heilige Geist kann das doch auch, oder? So. Ja, und du kannst sogar Steine verwandeln, dass die dich loben. Wenn es die Menschen nicht machen, könnten die Steine die Arche bauen. Ich glaube, dass du das kannst. Glauben heisst, wenn Gott das sagt, das Bieli nehmen und den ersten Holzbaum fällen. Glauben heisst, dann gehen Pech suchen. Keine Ahnung, woher die das haben. Und ich bin einer, der aufhören sollte, zu viel zu sagen, ich glaube das. Sondern der zuerst einmal ehrlich sagen, ich weiß das. Und Vater, ich will einer werden, der es glaubt. Und wenn ich es glaube, dann sieht man die Früchte. Will ich es dann tun? Dann steht irgendwann die Arche da. Und Gott kann sagen, komm zu mir in die Arche. Ich mache gerade ein praktisches Beispiel. Von etwas, wo ich selber immer noch unterwegs bin. Ein Beispiel aus dem Glauben. Epheser 2, Vers 4-5 sagt Gott, aber Gott ist reich an Erbarmen. Er hat uns seine ganze Liebe geschenkt. Durch unseren Ungehorsam waren wir tot. Aber er hat uns mit Christus zusammen lebendig gemacht. Da redet er in der Vergangenheit, gell? Er hat das gemacht. Und er hat es uns durch Jesus bezeugt. Und wenn wir an Jesus glauben, glauben wir, dass das wahr ist. Wenn Gott mir seine ganze Liebe geschenkt hat, dann muss ich ihn nicht mehr um mehr bitten. Er hat nicht mehr. Mehr als das, was er mir gezeigt hat, wo Jesus, sein Sohn, für mich als Kreuz ist, hat er nicht. Wenn er mir seine ganze Liebe schenkt, wieso wollte ich den Dani immer noch optimieren? Wieso fällt es mir so schwer, den Dani, den Gott so liebt, einfach gern zu haben, wenn ich ihn im Spiegel sehe? Wieso will ich meine lieben Glaubensgeschwister optimieren? Wieso kann ich es nicht einfach einmal so gerne haben, wie sie sind? Weil Gott hat das. Er hat ihnen seine ganze Liebe geschenkt. Und wir glauben das. Nein, wir wissen es. Weil wenn wir es glauben würden, dann wäre unser Blick in den Spiegel oft ein anderer und unser Umgang miteinander auch. Und das ist das Zweite, was uns die Geschichte lehren will. Und Noah glaubte Gott. Und Glauben heisst dann das Bieli nehmen und die Arche bauen. Und hey, ich wünsche mir, dass wir einander helfen im Glauben. Dass wir einander ermutigen
und zusprechen, wie Gott uns sieht. Wir brauchen einander, wie der Noah Hilfe gebraucht hat. Wir haben unsere Kämpfe und brauchen vielleicht auch ein paar Jahre, wie der Noah gebraucht hat, bis die Arche gebaut war. Oh, die Geschichte ist so cool. Also, der Noah hat zuerst mal gecheckt, ich bin Teil von Gottes Geschichte. Das ist eine super Basis, um nachher mutig zu glauben. Dann als Zweites hat er da, was Gott ihm gesagt hat. Er hat irgendwann von den Ausreden und den Entschuldigungen, wo man bei Mose ja lesen können, dass er die hatte und bei Abraham auch, ich glaube auch Noah hat es gehabt, hat er dazu gefunden, dass er gesagt hat, Gott, und du wirst mir helfen, dass ich die Fähigkeiten hinkriege, wenn ich sie noch nicht habe. Und meine Söhne auch, und wir fangen jetzt an. Und dann einen Tag um den anderen genommen. Jetzt noch der letzte Punkt. Gott rettet und schenkt Leben. Ich lese aus 1. Mose, Kapitel 6, 12 bis 14. Und dann noch 7, Vers 5. Gott sah auf die Erde und sie war voller Verbrechen, denn die Menschen handelten böse. Deshalb sprach Gott zu Noah: Ich habe beschlossen, alle Lebewesen auszulöschen, denn die Erde ist ihretwegen voller Gewalt. Ich will sie zusammen mit der Erde vernichten. Bau ein Schiff. Und Noah tat es, nach allem, was Gott ihm geboten hatte. So tat er. Im Fokus dieser Geschichte ist nicht Vernichtung. Die Geschichte zeigt uns einen ehrlichen, nüchternen Blick von Gott auf uns Menschen. Es zeigt uns ein Bild von einem Menschen, von Menschen, die ungerecht miteinander umgegangen sind, wo ganz viel Bosheit und Zerstörung da war, wo Gott das Herz bricht. Das sagt sie schon ganz klar. Aber der Fokus von dieser Geschichte liegt auf der Rettung, auf Gottes Herz und Ziel. Und Gottes Herz und Ziel ist Leben. Es sind Menschen, die nach seinem Bild geschaffen sind und auf ihn hören, in Liebe miteinander umgehen. Es sind Tiere, die sich vermehren und die Welt füllen. Und das ist der Fokus von dieser Geschichte. Gott, der rettet. Und die Geschichte ist ein Bild für eine viel grössere Rettungsaktion von Gott. Eine viel grössere. Jesus hat ja gesagt, dass die Welt heute nicht anders ist wie hier. Und ich mindestens habe Jesus absolut recht gegeben, der jetzt in dieser Zeit lebt. Ja, du hast recht. Die Welt ist nicht anders. Es ist immer noch viel Ungerechtigkeit, Grausamkeit, Mord und Totschlag. Menschen, die nicht nach dir fragen und lieber selber Gott spielen. Und mit anderen Menschen wie Schach spielen und Krieg und Zeug und alles. Riesige Ungerechtigkeit und ich bin Teil davon. Aber es gibt Sachen, die anders sind. Nämlich, wir müssen keine Arche mehr bauen. Weil der Jesus, der das gesagt hat, er ist die Arche, wo er vor 2000 Jahren an dem Kreuz gestorben ist und gesagt hat, es ist vollbracht. Seitdem steht eine Arche mitten in dieser Welt und jeder ist eingeladen, einzusteigen. Es ist so genial. Im Kolosser steht, wo Jesus am Kreuz gestorben ist und sein Blut vergossen hat, in dem Moment hat Gott mit der Welt und allen Menschen Frieden geschlossen. Der Frieden ist da, der ist wie die Liebe, der ist Vergangenheit. Die Frage ist, glauben wir es? Es gibt noch mal etwas, was anders ist. Also ich finde es schön, dass ich keine Arche mehr bauen, sondern darf ich auf Jesus verweisen und sagen, hey, Gott will Rettung, er will Leben und er schenkt es uns. Und das Zweite, was anders ist, der Noah war laut dieser Geschichte der einzige Mensch gewesen, zu seiner Zeit, der noch mit Gott in Beziehung gelebt hat. Sein Urgroßvater, der wird auch erwähnt, und das muss auch so ein Mann sein, und sein Großvater auch. Der eine ist der älteste Mann geworden und der andere ist einer, der es nie begraben hat, weil Gott gefunden hat, weißt du was, Sterben erspare ich dir, du kommst gerade zu mir. Das sind Urgroßvater und Großvater vom Noah gewesen. Aber nachher der Noah, gell? Allein. Hey, und das ist heute anders. Gell? Heute darf ich ein Kind Gottes sein. Ich darf in einer ganz anderen Qualität, als das wahrscheinlich der Noah können, mit Gott in Verbindung und Beziehung leben.
Und ich darf so viel mehr wissen. Ich habe eine Bibel. Und das Coolste finde ich bin nicht allein. Hey, ich weiss es im Fall extrem genau. Weil ich stehe als so ein geliebtes Kind Gottes da. Und ich stehe vor ganz vielen geliebten Kind Gottes. Ich stehe vor solchen, die das vielleicht noch nicht wissen. Ich stehe vor solchen, die das erst wissen, aber noch nicht glauben. Und ich stehe auch vor solchen, die schon im Glauben richtig am unterwegs sind, was das heisst, das Kind Gottes zu sein. Ich bin begeistert von dieser Noah-Geschichte. Und ich wünsche mir, dass wir Noahs werden, die uns einspannen lassen in die Rettungsgeschichte dieser Welt. Und ich glaube, darum machen wir den Alpha-Life-Kurs. Ich hoffe, dass du darum auch arbeiten in erster Linie. Dass du vielleicht auch darum ein Hobby machst. Unihockey, ich mache jetzt Unihockey im Feuerwehr und so. Ich finde das auch lässig. Aber ich will diesen Menschen dort begegnen. Und ich will, dass Gott diesen Menschen begegnen kann. Ich will, dass sie diese Liebe und diesen Frieden auch erfahren. Ich will, dass sie in diese Arche einsteigen oder mindestens Gelegenheit haben. Ich kann nur einladen. In eine Beziehung kannst du niemanden zwingen. Sich lieben zu lassen und zu lieben, das kannst du niemandem verordnen. Gott gibt uns nicht mehr den Auftrag, eine Arche zu bauen. Aber er wird uns noch genauso brauchen wie der Noah. Er braucht auch heute noch ganz einfache Menschen, die mutig sind und das tun, was er sagt. Und etwas, was er uns gesagt hat, ich will nochmal mit so einem Beispiel schliessen, wo wir alle wissen und meinen, wir glauben es und ich hoffe, wir glauben es. Jesus sagt, Johannes 14,27, was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden. Einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Und jetzt lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern und lasst euch nicht entmutigen. Hey, Jesus hat gewusst, dass der Friede, das nicht nur zu wissen, sondern zu glauben, dass das ein Kampf ist. Dass das etwas ist, wo man Hilfe braucht und lernen muss. Und auch da wieder. Ich weiss, dass Gott mit mir Frieden geschlossen hat. Wieso habe ich dann keinen Frieden mit mir und meiner Geschichte? Wieso muss ich noch so vieles beurteilen und finde, das müsste ein bisschen anders gewesen sein und dann wäre ich noch ein bisschen cooler? Wieso habe ich über so viel in meinem eigenen Leben keinen Frieden? Und wieso bin ich dann erstaunt, dass ich mit dem in den anderen in ihrem Leben auch keinen Frieden habe, wenn er nicht mal mit mir hat? Ja, warum streiten wir echt dann so gern? Es ist alles relativ einfach. Und die Lösung liegt im Unterschied von die coolen Sachen nur wissen und wenn Noah sie zu packen und zu glauben und da drin hineinzuwachsen. Und Jesus sagt, lasst euch in eurem Glauben nicht erschüttern. Nein, helfen einander sogar. Und jetzt nochmal etwas, was er sagt, dürfen wir tun. Im 2. Kolosser 5,20. So sind wir, das sagt der Paulus von uns, so sind wir nun Botschafter an Christi Stadt. Und Gott gebraucht uns, Noah, gell? Gott gebraucht uns, um durch uns zu sprechen. Wir bitten inständig, so als würde Christus es persönlich tun. Und was dürfen wir dieser Welt sagen? Lasst euch mit Gott versöhnen. Er hat mit dir Frieden geschlossen. Vor 2000 Jahren. Hey, lass dich mit ihm versöhnen. Und ich will das vor allem sagen, indem ich tue, was Gott sagt. Indem die Liebe und der Frieden ich mal annehme und er dann eben durch mein Leben leuchtet. Weil ich auch mit dem David, der so ganz anders ist, Frieden habe und sein Leben. Und ihn liebe. Verstehe tue ich ihn ab und zu überhaupt nicht. Wirklich. Ich könnte nicht mit ihm geheiratet sein. Das geht echt gar nicht. Aber ich habe ihn ultimativ lieb. Weil er auch so ein Mensch ist, der andere einfach gerne hat und annimmt, wie sie sind. Das liebe ich einmal. Wenn ich in seiner Bar Leute begegne, die sich bei ihm einfach wohlfühlen, die im Leben so viel Scheiß erlebt haben und an so vielem gescheitert sind. Und dort ist einfach ein David, der durch alle Poren den Menschen zu spüren gibt. Hey, habe dich gern, cool bist du da,
Komm mit auf die Tour und wir geniessen Gottes Schöpfung und erleben hoffentlich auch den Schöpfer. Seine Art, um Leute in die Arche einzuladen. Mit seinen Fähigkeiten, ich jetzt nicht. Und da sind noch ganz andere. Kathi, die Jungschi macht, im Alter, wo alle anderen finden, ich bin zu alt. Jetzt hörst du, glaube ich, auch auf, gell? Aber das ist voll okay. Ich kann jetzt nicht eine Verlängerung beantragen. Merkt ihr? Ich könnte jetzt noch ganz lang weitermachen, aber ich mache den Ort einen Punkt. Hey, ich finde es so cool, dass du eine Person bist, die sich in Gottes Geschichte einklingt. Dass du nicht mehr glaubst, dass du feige bist, sondern dass du weißt, Gott hat mich nach seinem Bild gemacht und das heisst mutig. Und ich habe die Fähigkeiten, zu mutig zu sein und wenn ich es nicht habe, gibt er mir es. Und Gott wird dich brauchen für seinen Rettungsplan und für das Leben in Fülle. Amen. Oh Vater, ich danke dir so von ganzem Herzen für die coole Geschichte, die du in deinem Wort geschrieben hast, dass du uns so viel Anteil gibst, wie du die Welt geschaffen hast und über die Geschichte mit uns Menschen, die hier und da für dich, glaube ich, sehr eine anstrengende und schmerzhafte Geschichte ist. Danke, dass du uns so liebst, dass du uns immer wieder nachgegangen bist. Dass du uns so liebst, dass dein Sohn Mensch geworden ist. Zum am Kreuz auf Golgatha für unsere Schuld zu zahlen, für das, was ich hätte den Tod verdient. Ich hätte es verdient, zum Unterzugehen, wie die Menschen bei der Sintflut. Aber du willst leben und du rettest. Und für das Lob und preise ich dich. Und ich bitte dich für jedes, der jetzt da ist, dass wir aufhören zu glauben, der Noah sei ein Superheld und der Mose und der Abraham. Sondern es sind Menschen, die sich in deine Geschichte eingeklinkt haben. Es sind Menschen, die Mut gelehrt haben, die geglaubt haben, dass du zu deinem Wort und zu ihnen stehst und ihnen die Fähigkeiten gibst. Und es sind Menschen, die dich als einen Gott kennengelernt haben, der Liebe ist, der barmherzig ist, der gnädig ist und der rettet und der Leben schenkt. Amen. Und diesen Gott dürfen wir jetzt zusammen anbeten. Und ich bitte euch, aufzustehen. Für das erste Lied und so lange ihr mögt. Das erste Lied hat einen Jahrgang, wo man da ein paar von uns zusammennehmen kann. Und ich habe es ausgesucht für meine lieben Geschwister, die 60 plus und alle Jüngeren, die es auch lieben. Ich finde es ein super schönes Lied und freue mich, dass wir hier singen. Lob meine Seele den Herrn. Lob meine Seele den Herrn, lob ihn mit Herz und Mund, was in mir ist, sing seinem Namen, tu seine Liebe kund. Lob meine Seele den Herrn, aufstimm mein Loblied an, vergiss nicht, wie viel Gutes er dir bis hierher hat getan. Barmherzig ist mein Gott, voll Gnade und großer Güte, der alle deine Sünden tilgt und deine Schuld vergibt. Er heilt, was
was dir gebricht. O erbarmt sich deiner Not, befreit von Ketten und erlöst dein Leben aus dem Tod. Er krönt mit Gnade dich und mit Barmherzigkeit. Er ist bei dir, verlässt dich nicht in Zeit und Ewigkeit. Lob singe deinen Gott, dank ihm und dien ihm gern. Der lernt dann einst vor seinem Thron, lob meine Seele den Herrn. Hier und dann einst vor seinem Thron, lob meine Seele den Herrn. Ja, und Vater, ich danke dir, dass wir nicht bis dereinst warten müssen, bis wir vor deinen Thron dürfen kommen und dich loben. Vater, ich danke dir, dürfen wir das heute schon. Einfach sehen wir dich dann, von Angesicht zu Angesicht, und ich freue mich irrsinnig. Aber ich freue mich, darf ich heute schon vor deinen Thron kommen. Darf ich in deine Gegenwart kommen, als dein Sohn, den du einfach so liebst. Mit meinen Geschwistern. Eingebettet in eine Welt von Menschen, wo du jeden Einzelnen so liebst. Lass es sie erfahren. Mutig komme ich vor den Thron. Allein durch Gnade steh ich hier vor deinem Thron, mein Gott, bei dir, der mich erlöst hat, lädt mich ein, ganz nah an seinem Herz zu sein. Durchbohrte Hände halten mich, ich darf bei dir sein ewiglich. Will mich mein Herz erneut verdammen, und Satan flößt mir Zweifel ein. Hör ich die Stimme meines Herrn. Die Furcht muss fliehen, denn ich bin sein. O preis den Herrn, der für mich kämpft und meine Seele beschützt. Mutig komm ich vor den Thron, freigesprochen durch den Sohn. Dein Blut macht mich rein, du nennst mich ganz dein, in deinem Namen darf ich sein. Seht doch, wie herrlich Jesus ist, der alle Schönheit übertrifft. Die Liebe in Person ist hier, gerecht und treu steht er zu mir. All unser Lob
niemals aus, ihn so zu ehren, wie es ihm gebührt. Mutig komm ich vor den Thron, freigesprochen durch den Sohn. Dein Blut macht mich rein, du nennst mich ganz dein, in deinen Namen darf ich sein. Das ist der Grund, warum wir feiern. Wir sind befreit, er tut das Urteil. Oh, preis den Herrn, preis den Herrn. Er hat für meine Schuld bezahlt. Das ist der Grund, warum wir feiern. Wir sind befreit, er tut das Urteil. Oh, preis den Herrn, preis den Herrn. Er hat für meine Schuld bezahlt. Mutig komm ich vor den Thron, freigesprochen durch den Sohn. Dein Blut macht mich rein, du nennst mich ganz dein, in deinen Namen darf ich sein. Mutig komm ich vor den Thron, freigesprochen durch den Sohn. Dein Blut macht mich rein, du nennst mich ganz dein, in deinen Namen darf ich sein. In deinen Namen darf ich sein. Da räucht's. In der Bibel ist das oft ein gutes Zeichen, auf der Bühne nicht. Das ist im Fall auch Anbetung. Wir singen jetzt ein Lied, immer und überall ist Zeit für Anbetung. Die Definition von Anbetung für mich ist, wenn du mit den Gaben, die Gott dir gegeben hat, ihn lobst. Er nimmt Rauchzeichen wahr, dass es da nicht brennt auf der Bühne. Hey, das ist Anbetung. Wenn du durch die Schöpfung laufst und dich einfach freust an dieser Schönheit von Gott, hey, das ist Anbetung. Gute Nachricht für alle, die nicht so Sänger sind. Du kannst Gott anbeten. Immer und überall ist Zeit für Anbetung. Immer und überall bist du gegenwärtig. Immer und überall bist du bei mir, umgibst du mich. Ob ich deine Nähe spüre oder nicht, ob ich mich verlassen fühle oder nicht. Ich kann nichts daran hindern, dich anzubeten, Herr. Jeden Moment, solange mein Herz schlägt, liebe ich dich mit allem, was ich habe. Mit dich verehren und an dich denken, immer und überall, wo ich hingehe. Jeden Moment, solange mein Herz schlägt, liebe ich dich mit allem, was ich habe. mit dich verehren und an
danken. Ich gebe dir mein Leben und bete dich an. Immer und überall ist Zeit für Anbetung. Immer und überall, egal was ich tue und wie es mir geht. Ob ich die Sonne scheinen sehe oder nicht, ob mich Dunkelheit umhüllt oder nicht. Mich kann nichts daran hindern, dich anzubeten, Herr. Jeden Moment, solange mein Herz schlägt, liebe ich dich mit allem, was ich habe. Will dich verehren und an dich denken, immer und überall, wo ich hingehe. Jeden Moment, solange mein Herz schlägt, liebe ich dich mit allem, was ich habe. Will dich verehren und an dich denken, ich gebe dir mein Leben und bete dich an. Jeden Moment, solange mein Herz schlägt, liebe ich dich mit allem, was ich habe. Will dich verehren und an dich denken, immer und überall, wo ich hingehe. Jeden Moment, solange mein Herz schlägt, liebe ich dich mit allem, was ich habe. Will dich verehren und an dich denken, ich gebe dir mein Leben und bete dich an. Das letzte Lied, das wir zusammen singen wollen, das kommt auf YouTube, heute schon erwähnt worden. Der Noah hat es nicht brauchen, wir dürfen es geniessen. I will follow. I will follow. Und es ist ein Lied, das mich immer sehr herausfordert, im nicht nur Wissen, sondern im Glauben. Dass ich wirklich Jesus nachfolge. Hey, und wenn er mit dir mal still sein und stillstehen, dann steh um Himmels Willen still und schaff nicht für ihn. Und wenn er sich wieder bewegt, dann will ich mich auch bewegen. Ich bewege mich ein bisschen zu viel für ihn, auch wenn er es nicht tut. Obwohl ich weiss, ich müsste es nicht, mache ich es trotzdem. Gell? Ich weiss es. Und das Lied, das hat für mich so eine Tiefe, so eine Wahrheit. Das ist so meine Sehnsucht. Ich kann das so von vollem Herzen singen. Das ist mein Wunsch. Und ich freue mich, dass wir da miteinander dürfen in dem Trainingscamp sein, von unseren Archen, vom Glauben und auch vom Jesus nachfolgen. I will follow. Where you go, I'll go. Where you stay, I'll stay. When you move, I'll move. I will follow. All your ways are good. All your ways are sure. I will trust in you alone. Higher than my sight, high above my life. I will trust in you alone. Where you go, I'll go. Where you stay, I'll stay. When you move, I'll move. I will follow you. Who you love, I love. How you serve, I serve. This life I lose, I will follow
When you move, I'll move. I will follow. Who you love, I'll love. How you serve, I'll serve. If this life I lose, I will follow. Where you go, I'll go. Where you stay, I'll stay. When you move, I'll move. I will follow you. Who you love, I'll love. How you serve, I'll serve. This life I lose, I will follow you. Yeah, I will follow you. Yeah, I will follow you. Yeah, I will follow you. Yeah. Ich habe euch eigentlich schon vorgewarnt auf das, was jetzt kommt. Das hat es noch niemand gemerkt, haben wir gar nicht können, außer die von der Krishona. Weil bei uns gibt es so eine Tradition dann vom offenen Mikrofon. Weil wir, ja eben, wir wissen ja, da sind ganz viele Noahs, gell? Jeder von euch lebt in einer Beziehung mit ihm. Jeder von euch erlebt kostbare Sachen mit ihm. Durch jeden von euch kann und will der Heilige Geist reden und wirken. Und das offene Mikrofon, das machen wir bewusst nach der Anbetung, dass man einfach auch noch ein bisschen Zeit hat, Gott zu begegnen, auch die Message von der Predigt setzen zu lassen, wo Gott zu dir geredet hat. Und jetzt wäre einfach Zeit, wo wenn jemand mit Gott etwas erlebt hat, etwas einfach teilen mit uns allen, dann dürft ihr jetzt die Hand aufheben und nachher kommt das Mikrofon mit 1,5 Meter Abstand zu dir. Genau. Thomas, genau. Streckt so lange auf, bis der Thomas es gesehen hat. Gern. Also bei mir war die Corona-Zeit recht hart, weil ich als Großmutter nicht besucht worden bin. Und das hat mich sehr, sehr ergriffen. Und gleich hat mir das ja den Raum geschenkt, mit Gott näher zu sein, mit Gott die Zeit zu verbringen daheim. Und dann bin ich vor 1,5 Monaten auf dem Sofa gesessen und habe gedacht, Herr, es muss doch mehr geben für mich im Leben, als wenn ich nur da hocke und warte, bis ich besucht werde und dick werde dabei. Und es ist ja auch passiert. Ich habe einiges zugenommen, aber das ist mir jetzt wurscht, weil Gott mich ja liebt, wie du gesagt hast, so wie ich bin. Und wenn ich ein bisschen mehr bin, hat er mich vielleicht ein bisschen mehr lieb noch. Also ich lasse das jetzt einfach so stehen. Sehr gut. Und dann bin ich so da gehockt und dann dachte ja, ich mache alles für dich, egal wo auf der Welt. Und ich muss mir in nächster Zeit einfach wirklich überlegen, was ich mir wirklich wünsche von ihm. Weil es ist so viel passiert. Ich habe ein Hilfsprojekt auf die Beine gestellt mit einer Eritreerin zusammen, die genau den gleichen Gedanken hatte, in der gleichen Woche, und wir uns am Sonntag hier in der Kirche getroffen haben. Und sie hat den Namen Bernadette. Und ich habe einfach gewusst, wenn etwas kommt, dann mache ich es. Und jetzt geht es halt doch noch 5 Minuten, bis ich es erzählt habe. Mittlerweile habe ich ein Stück Land in Äthiopien, wo mir geschenkt wurde von der Kirche Adama. Und die Kirche in Adama, das heisst Boden, das hat mich so geschält, wie Gott alles vorausgearbeitet hat. Ich habe da unten ein Sammelprojekt mit Kleidern für Dörfer in Afrika. Wir wissen eigentlich noch nicht genau, welche Dörfer das sind, aber wir haben angefangen, wir haben Fässer gefüllt. Das Projekt heisst Shella, das heisst Pause. Also zwischen Gottes Wort in Pause machen und hören, was bei mir immer ein bisschen schwer ist. Darum hat er mir wahrscheinlich das Wort auch gegeben. Aber ich muss es halt jetzt wirklich loswerden. Und ich habe mir so viele Sachen gewünscht in letzter Zeit und die sind alle eingetroffen. Alle eingetroffen. Mir ist das Auto kaputt gegangen, 2 Tage später habe ich es schon wieder gezahlt. Er hat mir für den Auftrag in einer Woche 1350 Franken gegeben, die einfach so von überall gekommen sind, sogar von jungen Leuten in der Kirche, die etwas unterstützt haben. Und die werden gesegnet durch das. Und das alles nur, weil es mir einfach langweilig war. Und ich habe einen Sohn, einen Enkel, mein Enkelsohn heisst Noah. Und ich finde es auch der schönste Name, den meine Tochter ihm geben konnte, obwohl sie erst 16 war, wo sie ihn bekommen hat. Noah heisst er. Und das ist der verrückteste Typ für mich in der Bibel, weil er hat wirklich bauen, wo nichts war. Hey, schön. So, jetzt ist fertig. Danke für deine Noah-Geschichte und wir sind gespannt, wie sie weitergeht. Danke.
Also ich bin auf Besuch da, ich bin ja nicht jedes Mal da, ich bin 3 Monate eingesperrt gewesen. Also ich habe praktisch nichts gemacht, ich bin im Bett gelegen. Und jetzt hatte ich in der Ferien einen schlimmen Sturz gehabt. Ich habe ein POS, wo einfach wieder Stürze gibt. Dann habe ich da auf der Seite wahrscheinlich etwas gebrochen. Jetzt könnt ihr beten dafür, dass ich kuren oder in ein Spital gehen. Ein Hirn röntgen, dass es mal untersucht wird, die Stürze. Ich habe also Bewahrung erlebt. Aber es tut so weh. Seit 2 Wochen, das ist also nicht normal. Könnt ihr beten dafür, dass ich fortgehen darf? Das können wir nicht nur, das machen wir gerade jetzt. Das mache ich gerade jetzt. Wie ist dein Name? Doris. Doris. Stell mir doch bitte auf. Ich möchte gerade für Doris beten. Ja, Jesus, ich danke dir, dass wir auch das im Glauben lernen annehmen dürfen. Dass wenn du uns liebst, wenn du sagst, dass du ans Kreuz bist, um all unsere Schuld zu tragen, aber auch unsere Krankheit, Herr, dann bitte ich dich jetzt einfach, dass Doris das auch erleben darf. Dass sie nicht nur schon ewiges Leben hat und dein Geist ihr lebt, sondern dass du auch ihren Schmerz und ihre Krankheit getragen hast. Und ich bitte dich einfach um deine Heilung, dass du da reinkommst, dass du reinwirkst, reinredest und dass sie sehen und erleben, dass du ein Gott bist vom Leben und von der Fülle und von der Liebe. Ich danke dir, hast du uns versprochen, dass wenn wir beten füreinander, dass es dann besser wird und das Leben reinkommt. Und wir freuen uns darauf und danken dir schon jetzt dafür. Amen. Danke. Doris. Gut. Dann machen wir hier einen Doppelpunkt. Wir dürfen nachher noch miteinander reden und aufeinander zugehen. Schön gewesen. Danke vielmals. Nehme ich jetzt nochmal am Schluss. Ich möchte dir danken für die Predigt, Dani, und auch für das Lied, das wir ganz am Schluss gesungen haben, I will follow you. Ich werde dir folgen. Da würde ich einfach nur gerne dazu sagen, wir haben ja vorne das von dem Noah gehört. Noah ist auch wirklich jemand gewesen, der auf Gott gehört hat und ihm so super gefolgt hat. Und was auch ganz genial ist, er hat ja Tiere mitgenommen, von jeder Art ein Paar. Hat sie in die Arche reingenommen, wo sie dann die 40 Tage unterwegs sind. Und das ist auch etwas ganz Spezielles. Das ist wieder mal ein ganz kleiner Moment, wo der Garten Eden nochmal auf der Welt war. Die Tiere haben sich nicht gegenseitig gefressen. Sie sind alle miteinander gewesen. Es hat funktioniert, bis dann alles vorbei war, bis das Wasser versiegt ist. Gut, das nur noch am Rande. Was ich euch da gerne noch dazu sagen, wen das interessiert, die Predigtserie, die wir hatten, der Dani hat da so ein Prospekt gemacht. Es hat von denen welche da, wenn irgendjemand das anschauen will, für sich daheim, privat. Es ist auch möglich, man kann das auch nutzen für sich in einer Kleingruppe, im Hauskreis oder sonst einfach als Familiengespräch. Die Möglichkeit wäre da. Und dann weiterhin gibt es auch der Text von der Predigt, hat der Dani auch ein paar Prospekt gemacht, also ein paar Flyer gemacht, die sind auch hin, wo ihr sie dann könnt haben und mitnehmen. Das sowie zu dem. Dann haben wir jetzt noch ein paar Informationen. Zu den Informationen würde ich jetzt gerne mal der Liane bitten. Könntest du den Anfang machen? Wir starten mit dem Schulanfangsgottesdienst am nächsten Sonntag im Warpel. Da habe ich 2, 3 Informationen dazu. Ihr habt ja das per Mail auch bekommen, die wichtigsten Infos. Und hinten hat es einen Flyer, wo auch alles Wichtige drauf steht. Mir ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass wir das Essen selber mitnehmen soll, auch das, was wir auf den Grill tun, dann beim Mittagessen. Nehmt das selber mit, aber für das Kuchenbuffet würden wir noch ein paar Küchen brauchen. Das kann man auch online anmelden, wenn man einen Kuchen backen kann und den mitnehmen. Dann brauche ich für den Aufbau noch ein paar Männer oder Frauen, die mir helfen, alles bereit zu machen. Am Sonntagmorgen ungefähr am 9 Uhr werden wir starten und aufbauen. Meldet euch doch bei mir, wenn euch das möglich ist, ein bisschen früher zu kommen. Meldet euch auch bei mir, wenn es euch möglich ist, einen Sonnenschirm mitzunehmen.
Vorausgesetzt, wir haben so Wetter wie heute, dann würden wir ein paar Sonnenschirme brauchen. Wenn es dann ungünstiges Wetter sein sollte, dann werden wir uns hier an der Tannenstrasse treffen für den Gottesdienst. Dann möchte ich noch auf die Flyer hinweisen, die es hinten auch noch im Gestell hat. Das betrifft die Einweihungsfeier von unserem neuen Gemeindegebäude, das wir machen Ende September, so Gott will und Corona das zulässt. Wir haben am Freitagabend eine interne Feier. Es hat dort spezielle Flyer auch für die internen. Und dort werden wir viele eingeladene Gäste auch noch haben. Aber Samstag, Sonntag ist dann wirklich offen für alle. Es gibt einen Tag der offenen Tür mit verschiedenen Angeboten hier im Gebäude. Cafeteria, Mittagessen, Kinderangebot und so weiter. Und am Sonntag dann ein Festgottesdienst. Die Flyer sind hinten im Gestell. Bedient euch doch auch alle Leute von der Kishona-Gemeinde. Danke vielmals, Lieni. Dann werde ich euch auch noch mal darauf hinweisen, wie wir es voran am Anfang schon hatten. Flyer, Alpha Live, die noch keine haben, nehmt sie mit. Ihr könnt sie brauchen, verteilt sie an Freunde, Bekannte, Verwandte. Dann auch bei der Kishona hat es auch etwas. Wir gehen am nächsten Sonntag weiter. Der zweite Teil von der Predigtserie Regenbogen werden wir kommen. Und zwar, es geht dann um den Schulanfang. Zum Thema eigentlich wie «Mach Platz», der zweite Teil. Und da freut mich uns, wenn ihr auch kommen könnt und dann dabei sind. Weiter haben wir eigentlich nichts. Dann würde ich sagen, dann bitte ich euch doch, stehen doch bitte alle auf zum Segen. Geht mit der Einsicht, dass Jesus bei euch euren Namen gerufen hat und ihr zu ihm gehört. Geht mit der Absicht, ihm euren Dank zu sagen, mit Worten und Taten, mit Händen und mit Füßen. Geht mit der Aussicht, dass Jesus bei euch ist, alle Tage bis an das Ende der Welt. Es segne und begleite euch der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.